meiner Heimatstadt und wieder grüße ich Sie aus Köln. In unserem heutigen Video geht es um Herbst und um Winter. Bitte freuen Sie sich auf Jürgen Bennack. Ich tue es auch. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude. Guten Tag, lief Lükscher. Hier ist der Jürgen Bennack. Wir wollen jetzt für der Kölsche Klav tun und denen die Kölsch-Liere helfen. Und da sprechen wir jetzt das erste Thema Herbst. Wenn man auch bei dem Klimawandel manchmal ja nicht weiß, was 30 Grad für ein Jahreszeit ist, die Bäume, die sagen es uns, es ist Herbst. Die Blätter werden gelb, auf Wut, auf Brung und fallen auf den Boden vor der Haustür und in der Jade. Meine Frau kütt dann immer und sagt, du musst das Laub fegen. Und nach einer Woche, jetzt musst du aber endlich das Laub fegen. Ich bliebe geduldig. Man muss auch warten können. Ich denke im Stille, bloß da jetzt. Meistenteils han ich Glück. Und es gibt so der richtige Herbststurm. Der bläst an de mietste Blätter, die vor minger Tür liegen, direkte Mann in der Fürjachte vom Norden. Ich kann dann in aller Rau in minger Küche aus dem Finster luren, wie der Norber alles zusammenkehren muss. Das ist schön. Leis ist der Regen am Tröppe, es ist ein bisschen nebelig. Und jetzt kühl und ich trinke ein lecker Tässchen Kaffee, der wie der Norber, es kann auch der Norber sein, sich am Plore und am Schweißte ist. Wann he auf See all Blätter, auch de Dinge, fortfähige müsse. Ja, wie seht man zurecht? Auch der Herbst hat noch Menschen schöne Tage. Das Thema jetzt ist Zintermätes. Ein Bett, einen Umhang, den man kaputt machen kann und ein Schwert, damit man den Mantel teilen kann. Auch eine Ärmel Hirsch, der auf der Erde sitzt, das braucht man, wenn man das Zintermätes darstellen will. Zintermätes, das ist eins von den schönsten Fest für die Pens. Sie müssen nicht zu Hus mit der Sache spielen und sich der Buch mit fettigem Essen und süßem Kram vollschlagen, wie an der Christäch. Sie müssen auch nicht dem pädagogischen Verzell vom Nikolaus zuhören und sie müssen nicht durch das nasse Gras laufen, um ein paar Eier zu suchen, die sie sowieso jede Woche kriegen. Nee, an Zintermätes dürfen sie sich ins Laterne basteln. Sie dürfen abends auf der Straße und mit der angestochte Laterne dürfen sie singen. Sonst geht dat nit. Was meint ihr, wat los wär, wenn die Benz an andere Däch, der fast laufendens ausgenommen, mit einer Laterne hinke laut singen würde und der Straßenverkehr an den Stopp bringen würde? Und dann kriegen sie eine leckere Wegges. Und jon dann rum, in die Geschäfte und Häuser zu singen und jetzt zusammen zu götten. Das ist schön. Wenn sie nichts kriegen, dann singen sie, dat Hus, dat steht auf Stippe, der Düvel soll es wippen. Und so ganz nebenbei, dat Zintermätes, ihm ist in der Altstadt von Köln auch ein Basilika gewidmet. Dat war ein Bischof für 1500 Jahre im Franzosenland. Der hatte Hetz für Glück und der da half viele Geschenke bei Zintermätes. Sie Motto war, dort Dele, was er hat. Jetzt sprechen wir über das Sinterklaas. Also, damit das hier verklört ist, der heilige Mann,
ist nicht der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist amerikanisch. Gut mit Coca-Cola, mit dauernd ho, ho, ho und springt in der Kaminerin. Gewiss, auch der Weihnachtsmann gut in der Weihnachtszig. Meistens in New York. In Köln gut bloß der heilige Mann. Und der heilige Mann, dann ist der Sinterklaas, der Nikolaus. Der mäht eigentlich dasselbe wie der Weihnachtsmann. Er bringt Geschenke, aber er geht nicht durch der Kabine und seine Schlitter wird auch nicht von Elche getrocknet. Kamine haben wir wenig und Elche alt jagen. So kann sich der heilige Mann auf das Verteilen von den Geschenken konzentrieren und braucht sich nicht durch eine enge Kamin zu zwängen und über dem Schlitten zu fahren. Das ist praktisch, denn durch den Klimawandel haben wir ja kaum noch Schnee. Und wenn der Sinterklaas ein Bischofsmütz hat, ist das mit dem Kamin auch schwieriger als mit der Mütze, die der Weihnachtsmann trägt. Et Hilde Ströbert, eine Mundart-Autorin, hätte Liedchen für den Sinterklaas gemacht. Das singen wir im Heimatverein Alt-Köln, nachdem der heilige Mann uns besucht hat. Und dann singen wir a Tschüss, liebe Sinterklaas. Wie schön, dass du bei uns warst, mit dem süßen Kram. Wenn es nicht viel mehr davon gibt, rentiert sie es brav sein ja nicht. Mach ruhig im Buch eine Schraum und abhören dir das Lied. Bis nächstes Jahr a Tschüss, sich so, dass du wieder küsst, sonst wird das für uns erst schlimm. Der Winter ist jetzt dran. Man hat es alt gesagt, der Klimawandel mäht das Wetter durcheinander. Früher, im Winter, da javet auch in Köln Schnee. Es war kalt und man musste Wintersachen antrecken. Eine Schal, ein Mütz, Hemdschuhe, ein Mantel, ein Wärm auf ein lang Ungerbutz als Gel. Die Frau hatte einen Pelzmantel an. Und der Heng, die hatten sie in einem Muff mit Pelz von derselben Tiere wie der Pelzmantel. Eine Muff, das ist so wie ein Tüt, die an beiden Sechs offen ist und wo man der Hängerin steckt, damit sie warm sind. Hück haben das die Tiereschützer bei seltenen Tieren verboten. Es geht einfach mit Kning. Davon haben wir im Stadtwald und noch sind's genug. Im Winter hückt sie nachts, brauchst du das all mit mir. Du kannst im Winter in Köln mit dem Pulloverchen auf einem Jäckchen, mit nix am Kopf und nix an der Hänge. Manchmal schinget, wie wenn es im Winter Frühjahr wird. Wenn wir wissen wollen, wie der Winter sich anfühlt, müssen wir nach Bochum, ob die Kunstskipiste Jon oder direkt in der Alpe, aber ganz zu. Da kannst du dann rutschen. Da ist auch Schnee. Oder du kannst auf ein Weihnachtskart luren. Trotzdem, wir lassen uns der Winter nicht nehmen. Wir gehen auf einer von den gefüllten 50 Weihnachtsmärkten in Köln, hören uns leise rieselnder Schnee an, trinken eine heiße Glöhwein und frinseln gebrannte Mandeln. Wir sprechen jetzt über das Christfest. Es gibt in Köln erst viel kölsche Weihnachten. Ich habe ja nichts dagegen, aber reich ist das nicht. Es soll richtig und auf kölsche Art und Schwart gefeiert werden. Kein Geschäftemacherei, erst lustig und mit Gemüt. Der Ausdruck kölsche Weihnacht, bloß für uns zu sagen, das geht eigentlich ja nicht ob Kölsch. Ob Kölsch heißt Weihnachten Christfest, auf Kölsche Christäsch. Ja, und was gehört dazu? Der Christbaum und ein Kripp in der Kirche und so Hus. Das muss sein. Der Kripp mit dem Christkind, Jupp mit Marie, mit der Hete, der drei Könige, die liegen ja auch im Dom zu Köln als Reliquie.
mit dem Engel, dem Stern und der Diere, Esel, Ors und Schöfja. Et Bäumchen mit Christbaumschmuck, Gurele, Lametta, früher mit Äpfel und Nüsse und mit Käse. Und wie ist es am Heiligen Abend? Da gibt bei der Mietstück Bescherung und dann heute Christmas. Manchmal bei Penzenker gibt die Geschenke ist am nächsten Tag. Auf jeden Fall wird die Gedicht abgesagt und gesungen. Zum Müffele gibt es noch ein Portemonnaie. Stahlhas, Geflügel oder Dudefisch, Karpfen. Die Geschenke für die Pens werden immer doller. Ganz früher gab es Nüsse und Obst. Früher kriegten die Mädchen Puppe und Puppestüffchen, die Jungen Isarbahn für abzutrecken auf den Bauernhof mit Tieren. Bald wird alles immer mehr elektrisch. Und heute ist der ganze Geschenkekram elektronisch. Aber davon verstehe ich ja nichts. Ich wünsche euch glückselige Christtage. Und das Wort, malet Jod und haltische Salze. Ja, und das war's. Das war's übrigens auch mit dem Kölsch-Wörterbuch von Jürgen Bennack. Und ich darf Ihnen noch mal sagen, das Kölsche Wörterbuch ist nicht zu kaufen, aber es gibt so viele Möglichkeiten, um nachzulesen und nachzuhören. Und es gibt, ist ganz wichtig, die Akademie für uns Kölsche Sprache. Und wenn Sie wirklich Kölsch lernen wollen, wie man eine Fremdsprache lernt, dann kann ich Ihnen nur die Kölsch Akademie oder wie es richtig heißt, Akademie für uns Kölsche Sprache empfehlen. Und damit sage ich für heute Tschüss. Bleiben Sie mir gewogen, bis zum nächsten Mal.